Damit ist auch schon gesagt, ihr kennt mich kaum als Liedermacher, ihr kennt mich vielleicht als Chorleiter oder als Berndeutsch-Kolumnist. Ich schreibe ja seit 4 Jahren im Bund Mundart-Kolumnen und arbeite so unablässig dran an meinem Status als neuer Berndeutsch-Papst. Oder vielleicht müsst ihr eher sagen als Berndeutsch-Psychopapst. Weil, wenn jemand nicht korrekt Berndeutsch redet, kann ich mich schon ein paar aufregen drüber. Es geht schon langsam gegen Abend, ich werde müde vom Umstaben und einkauft ist jetzt wirklich genug. In etwa habe ich glatt vergessen, neben all dem Shoppen etwas zu essen. Es geht nicht mehr so lang und Geschäft tut zu. Für heim muss ich vom Bahnhof zu Rohr ab, seit Essenstände dem Teufel so ab. So suche ich einen, der mir Bus. Weil gegen mein Hüngerli und Dürstli, da hauft ein Bierli und ein Würstli. Das wäre jetzt etwas, wo ich frohs. So stand ich mal in die Schlange rein, man geht dort wie auf Schienen. Die Verkäuferin auf sie Plangen ein, sie sagt, was gibt's bei Ihnen? Sie sagt, was gibt's bei Ihnen? Es euch. Habt richtig gehört, ich will es euch. Ja, wirklich ohne Seich. Von mir aus Tüchli Senf dazu und gebt mir's blutterweich. Ja, die Hauptsache, ich bekomme so ein euch. Nach dem Erlebnis muss ich weiter, die nächste Bratwurst, hey, wo seid ihr? Ich finde euch dann etwa schon. Und prompt komme ich nach 100 Metern schon wieder zum Stand. Ja, seht ihr kommt mir heute nicht davon. Natürlich geht's nochmal ein Kehr, bis ich da vorne bin. Und die Bratwurstfrau, die sagt der Herr, ja und was nehmen Sie? Ja und was nehmen Sie? Ein Tier! Habt richtig gehört, ich will ein Tier! Genau das wünsche ich mir. Ja, Mira, könnt's mit Ketchup geben und gern grad ohne Geschirr. Ich brauche einfach dringend so ein Tier. Dass die noch immer einen draufgeben, der mit den Ständen muss ich aufgeben. Darum suche ich die nächste Beiz. Die Bedienung ist eine äusserst nette. Sie fragt mich lieb, was ich gern hätte. Wie bin ich glücklich, die versteht's. Die Wurst ist gekommen und kurz bevor ich fertig bin, da blöckt's vom Fräulein in mein linken Ohr. Ja und bei euch, wie schmeckt's? Ja und bei euch, wie schmeckt's? Es ist gut. Habt richtig gehört, die Wurst ist gut. Und jetzt seid auf der Hut. Wir schmecken mit der Nase und sonst packt mich wirklich die Wut. Das ist doch nicht so schwierig, es ist gut. Und wenn wir grad schon dran sind, ich sag euch, wo noch Pannen sind beim Wasser, mir geht's teure, nicht Gas, nein, Kohlensäure. Vom Brot nehme ich ein Bitz, kein Stück und auch kein Schnitz. Für nichts werden zu einem Schlaffi, trinke ich Kaffee, nicht ein Kaffee. Zum Dessert gibt's eine Glasse, das Eiscreme könnt ihr schassen. Und wer mich fragt, ob's mundet, der hat mich schon verwundet. Ist denn das so herz kapieren? Der könnte es zumindest probieren. Und sonst geht doch auf Zürich ganz servieren. Auf Kosten von den armen Zürcher, sorry, tut mir ja leid, aber hier in Bern funktionieren sie einfach immer so gut. Gut, wir verlassen jetzt Berndeutsch, selbstverständlich nicht als Sprache, sondern als Thema. Ich habe gefunden, ich wollte ja nicht nur lustige Sprachspielereien bringen, sondern es muss noch etwas Böses und etwas Satirisches her. Und darum, ich kann gerade sagen, inspiriert von Georg Kreisler, der in den 60er Jahren seine Lieder zum Fürchten gemacht hat. Ich bin euch hergesessen und habe meine Lieder zum Fürchten gemacht. Allerdings mit den Themen der heutigen Zeit. Das nächste Stück heisst Fernsehabend.
beste Freund ist mein Fernseher, der ist immer für mich da. Ihr glaubt kaum, was ich durch ihn schon alles erfahren habe. Es gibt für jeden Geschmack einen Sender, Kochen, Gesellschaft, ferne Länder, Sachen zum Verstehen und manchmal einfach ein bisschen Blabla. Der eine schaut jeden Tag, was gerade in seiner Serie ist geschehen. Der andere schaut den Film daheim, es längt vielleicht auch zwei. Ja, solche Unterhaltungswelten interessieren mich höchst selten. Etwas gefällt mir mehr, was ich am allerliebsten sehe. Ja, das Spannendste am Fernsehen sind die Toten. Am liebsten sehen sie dort bei den Exoten. Vor Jahren in dem Indonesien-Sternensicht, da habe ich ja gar nicht satt gesehen an dem gewaltigen Tsunami. Ich bin ja nicht fixiert auf nur Bilder, weil die Storys, die du hörst, sind fast noch Bilder. Von solchen, die das Kind müssen loslassen in der Flut und solche, die noch Liebe schwören, überströmt von Blut. Es ist fast wie dann beim Eisberg mit 20 Knoten. Am spannendsten sind noch all die Toten. Ja, sowieso, wenn du Fernsehen schaust, der Tod ist überall. Beim Krimi, beim Historienfilm, wir Saga aus dem All. Was kümmern mich solche Geschichten, wo sich die Leute so zusammendichten? Das ist nicht mein Fall, ich bleibe bei den News am Ball. Weil spannender sind die realen Toten. Und gut für das sind gäng schon Despoten. Die lassen noch gerne auf Leute schiessen, die etwas anders denken. Sie stecken sie in Lager oder lassen gerade hängen. Noch drüber ist bei allen diesen Kriegen. Der wird ja töten, bis sich die Balken biegen. Der tut man Leute vergewaltigen und andere Zeug abhacken, für das man es ein bisschen später gleich in den Leichensack packen kann. Wenn man gerade nicht so kriegt, wird der drohte akuter Abfall von der Totenquote. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich sei makaber oder so. Ich habe doch einen Schaden und ihr fragt nach von wo. Ob wenn ich zu Zynismus neige, schaut Fernsehbilder zeigen, halt der Status quo, wo dir in die Stube wollt lachen. Drum laufen nicht davon, weil einer Heimer geht noch genau. Ja, das Spannendste, wie gesagt, sie gehen die Toten. Eine Anekdote mit der höchsten Note ist gsi, was ich bei 9/11 Leute vom Hochhaus gestürzt haben und mit dem Unfassbaren unseren Fernseher gewürzt haben. Ja, wenn wir es gerade von dem haben, all die Stränge. Muslime tun sich gerne noch selber sprengen. Es ist ähnlich wie bis das Flugzeug abstürzt, blöd ist halt dabei. Wenn es mal so richtig klebt, hat sie die Pitzli einfach zu klein, für das man sie am Fernsehen ausloten. Das ist der halbe Schade um all die Toten. Jetzt habe ich bald genug Leichen gesehen, wie gäng war es super gewesen. Bei Anschlägen, Unfällen und im Krieg, es hat noch gar nichts gefällt dabei. Ich glaube, nach so viel armen Tröpfchen drücke ich mal aufs Programmknöpfchen. Jetzt kommt jeder Rappen zählt, wir wollen spenden, so tun, wie wir irgendwie das Blatt könnten wenden. Oh Jesus, geht's denen schlecht in dem hohen Wasser und die mit dem Erdbeben, noch viel krasser, drum kommt jeder Rappen zählt, wir wollen spenden. Wir wollen nicht, dass die dort so qualvoll verenden. Sogar der Herr Harität aus Solidarität gerne etwas zahlen. Und auch der Herzwallen, die Frau Stucki ist Herzigkeit, ob der Barmherzigkeit selber fast durch, wo sie heute darf spüren. Und all die Betroffenheit macht mich fast besoffen, hey, da was der könnt. Man hat nichts eingebläut, es hat alle gefreut und niemand hat's gereut. Und das wird unseren liebsten Unglücksboten, den allen imponierenden, heimelig schockierenden, gruselig faszinierenden Toten.
ich habe euch etwas zugemutet, ich weiss, kaum seid ihr abgesessen, aber ihr habt es jetzt auch schon fast überstanden, mein Auftritt. Ich singe nämlich nur noch ein einziges Lied. Was euch lustig gemacht, die Premiere von meinem ganzen Programm ist am 28. November in der La Capella. Ich sollte diesen Flyer haben, aber das hat leider nicht geklappt, weil ich bin eben noch Anfänger in diesem Business. Aber www.Vater, der findet ihr alles. Jetzt für das letzte Lied werde ich natürlich wieder etwas Leichteres noch singen und ich bin auch noch Lehrer und darum werde ich noch etwas erklären dazu. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass bei meinen Liedern die Rime und das Reimschema sehr etwas Zentrales ist. Normalerweise ist das ein Korsett, das ich mir selber auferlege und ihr gar nicht viel davon merkt. Aber bei diesem Lied habe ich gefunden, das solltet ihr auch wissen, weil für mich war das eigentlich die Inspiration bei diesem Song und eigentlich auch das Lustigste dran. Und darum möchte ich euch erklären, was ich da genau gemacht habe. Ich habe nämlich bei diesem Lied nach Doppelreimen gesucht. So einfache Reimen, das kann man irgendwann mal. Aber Doppelreimen, das hat mich interessiert und auch herausgefordert. Und das geht so, es macht immer A, B, C, A, B, C und so weiter in der Strophe. Immer auf Schlag 3 und 4, ein Doppelreim und einen anderen. Ist gut, seid ihr daraus gekommen? Ich glaube noch nicht ganz alle. Vielleicht ist es besser, ist schon auch, wenn man ein Beispiel macht so zu dieser heutigen Situation. Auf Berndeutsch heisst der Brögel. Das tönt doch einfach kantiger. Was du sehen, auf einen Hogger Vögel, der gang doch auf einen Bantiger. Ja, zugeben, es war jetzt nicht gerade der Hammerreim, aber es ist ja auch nur zum zeigen, wie es ging, oder? Und wenn es noch nicht gegangen ist, dann hört doch einfach, was ich jetzt gerade für komische und blöde Geschichten erzählen. Weil die ist Ihnen, die geht eigentlich auch im Lied. Ich habe mich da inspirieren von dem, was man immer hört, von diesem und was sie immer alles wissen, von dem und von dieser, und was man auf Facebook muss lesen und hier und da. Es ist unerträglich. Das Lied heisst Schnurz. Ob ich's schon heig für Notfrau rügt, die heige jetzt einen neuen. Ein Flüchtling, apropos, der tue sie Tag und Nacht betreuen. Für ihren Mann die gerechte Strafe, weil der probiert zu verdecken, dass er die Sau sein Geschlecht, die Schaf und Kühe stecken. Auch neben der Story wissen auch ein Haufen Zeug zu erzählen. Und jeder Typ ist gewiss am Ball und sicher auch an der Quelle. Der Stöffel hat seinen Stutz verprasst, er schlaft jetzt auf der Gassus. Seine Firma hat der Lutz heute geschasst, dank einem fiesen Passus. Der Mann da hockt gegen blau in Bar, erzählt er drüber Geschichten. Der Hosi hat jetzt graue Haar, er fürchtet um seine Nichte. Die tügt drum schon morgen kiffen und der erste Peter, der kann nicht mehr ohne Sorgen schiffen, braucht gleich einen Katheter. Aha, was du nicht sagst, jetzt einfach, dass du von vornherein grad weisst, das ist mir ein Gräme. Das ist mir doch so lang wie breit und auch so schmal wie kurz. Es ist mir wirklich total jenseits hochprozentig, Heiland donnert, Welt so mässig, Sterne sich zum Haarölseichen Furz. Es ist mir sogar, Hurengott, verdammt, im Ohrenpfeifen, der kommt einfach anders völlig absolut zum Hornengruben, Herrgott, Millionen, ganz sogar, verdammt nochmal, wahrhaftig gegen Himmelblöder Schnurz! Im Kästbuch ist seine Frau verschwunden, was ne sehr erheitere. Der Rüdu heig es gesau, weil die Wunde an seinem Scheichen eitere. Frau Freitag mit nem Schwingerstrupp, sie müss in Argau kesseln. Gehen der mit dem in Swingerclub und lösen Cola fesseln. Die Verena schickt der Eddie weg, der Held von ihrer Phase. Der Keib der heigen Schneebizack und das stört sie beim... Das ist mir ein Gräben. Das ist mir doch so lang wie breit und auch so schmal wie kurz.
Es ist mir wirklich total jenseits hochprozentig, Heiland Donnerwelt, so mässig Sternensier zum Haaroseichen Furz. Es ist mir sogar Hurgott, verdammt, Mohrenpfeifendeckel, einfach anders völlig absolut zum Honengruben, Herrgott, Millionen, ganz sogar verdammt nochmal eine Rachtung gegen Himmelblöder Schnurz! Neben Wort gibt's auch noch das Bild und dort ist die Sachlage fast noch schlimmer. Die haben sich gerade wie wild vermehrt, das hört ja nie und nimmer. Ein Selfie auf dem Hügel und ein Selfie auf dem Bügel und ein Selfie mit dem Freund und ein Selfie mit dem Hund. Ein Selfie beim Spazieren und ein Selfie beim Passieren und ein Selfie von den Kindern und ein Selfie von seinem Gring. Ein Selfie vom Gedimmel und ein Selfie von seinem Pimmel und ein Selfie mit dem Stick und ein Selfie für einen Blick. Ein Selfie von dem Schießen und ein Selfie noch beim Schießen und ein Selfie mit dem Schlatter und ein Selfie mit dem Vater. So. Weisst was? Jetzt merkt ihr einfach das. Das ist mir eine Creme. Oh yeah. Das ist mir doch so lang wie breit und auch so schmal wie kurz. Es ist mir wirklich total jenseits hochprozentig, Heiland Donnerwelt, so mässig Sternensier zum Haaroseichen Furz. Es ist mir sogar Hurgott, verdammt, Mohrenpfeifendeckel, einfach anders völlig absolut zum Honengruben, Herrgott, Millionen, ganz sogar verdammt mal wahrhaftig gegen Himmelblöder Schnurz. Es ist mir wirklich Hurgott, verdammt, Mohrenpfeifendeckel, einfach alles völlig absolut zum Honengruben, Herrgott, Millionen, ganz sogar verdammt mal wahrhaftig gegen Himmelblöder Schnurz. Es ist mir sogar Hurgott, verdammt, Mohrenpfeifendeckel, einfach anders völlig absolut zum Honengruben, Herrgott, Millionen, ganz sogar verdammt mal wahrhaftig gegen Himmelblöder Schnurz.